VT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist Tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie Wir setzen... haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300 gehen. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Hört mich jemand? Over. Ich habe starke Störungen. Stokes, endlich, wo bist du? Ich suche einen Ausgang, aber alle Türen sind verrammelt. Und die anderen? Ich habe nur schwache Signale von dir und Beckett. Sonst niemand. Abschnitt 2 Isolation. Memorandum an Beckett, Erholungsraum 102. Der Patient M. Beckett erholt sich von der Operation mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Die Lebenszeichen sind wieder annähernd normal. Dr. York wurde alarmiert und wird erscheinen, sobald er die letzte Aktivierungs-OP durchgeführt hat. Sollte der Patient vorher aufwachen, erklären Sie ihm, dass er aus der Explosionszone evakuiert wurde. Der Patient darf den Raum nicht verlassen. Wieso sind wir verstrahlt? Upsi. Eins vorweg, wenn du diesen Kanal schon länger verfolgst. Ich habe noch einige Spiele auf Lager. Unter 20 Stunden oder maximal unter 30 Stunden, die ich unbedingt spielen möchte. Und einige sind auch über Abwärtskompatibilität. Na gut, suchen wir weiter. Wir brauchen eine Waffe. Ah, das war das Damenklo. Ne, das war das Herrenklo. Hier dürfen wir nicht rein. Auch ins Damenklo dürfen wir nicht. Ach, schade. Wenn wir uns einen Rock anziehen, dürfen wir aber sicher rein, oder? Naja. So. ...105... Ist zu... Aha. Hier ging jemand einer ab. Hier ging einem einer ab. So. Naja. Die Blume hat es überstanden. Das war wichtig. Mhm. Ja. Wie du vielleicht merkst, kann ich jetzt schon... Die ersten Versuche waren der absolute Horror. Ja, weil zwischen den Steuerungen, zwischen dem Gameplay hier mit der Steuerung und etc., zwischen jetzt einem, weiß ich nicht, was kann ich da hernehmen, Fallout 4 zum Beispiel und das hier, wow.
Wenn ich jetzt nur wüsste. Nö, hier ist nichts. Schade. Hinweis. Projekt Haberer. Projekt Haberer. Name des Probanden Cedric Griffin, S. York. Paragon Untersuchungsergebnis. Hervorragend, exzellent, Potenzial überdurchschnittlich. Anmerkung. Der Proband zeigt vorbildliche akademische und militärische Leistungen. Aufgrund seiner mentalen Kraft hat der Proband eine realistische Chance, ich schätze sie auf 20 bis 25%, den Aktualisierungsprozess ohne schwerwiegende kognitive Regression zu überstehen, wie sie bei gescheiterten Kandidaten aufgetreten ist. Genehmigt. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Na, da waren wir schon. Muss ich mich selber erst nochmal orientieren. Ich habe auch ein Hirn wie zum 102. Da waren wir schon. Warte mal. Nee, das Klo war es auch nicht. Genau, hier entlang. Ich schaue nur gerade mal, ob ich vielleicht noch irgendwo einen Hinweis finde. Er trippelt so süß. Samuel York, Operationsnotizen. Die ersten 3 Aktivierungs-OPs waren anscheinend ein Vollerfolg. Der 4. Patient, Red Jankowski, ist noch in der Vor-OP. Die anderen sind zur Erholung in verschiedenen Flügeln untergebracht, um vorbewusste telepathische Interferenzen miteinander zu vermeiden. Wenn alle Wachen stabil sind, beginnen wir mit dem Anpassungsprozess. Besonders Michael Beckett erweist sich als ungewöhnlich belastbar. Während der OP waren wir zweimal sicher, ihn verloren zu haben, aber er stabilisierte sich wieder. Und nicht durch unser Zutun, da bin ich mir sicher. Na bitte. Ich habe schon gesagt, wenn Experimente schief gehen. Was habe ich heute mit Experimentelle? Naja. Aber bitte, ich schaue nochmal hier runter. Ah, von hier sind wir gekommen. Okay. Ja, ein bisschen die Hinweise müssen wir halt schon auch absuchen. Okay. Ja. Irgendwas knapperte an diesem Mann. Ja, und wie gesagt, ich suche ja diese Story-Hinweise. Oder diese Hinweise generell suche ich ja mit Absicht. Wow. Ach, lecker. Kann man nicht schließen, gell? Ich würde sagen... Und bitte frag mich nicht, ich weiß es nicht.
Von Jim Howard, Kelly Sepperstein, schau Nachrichten. Kelly, wenn du keine Patienten in der Lobby hast, schalte mal die 22 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein. Das erklärt die Erschütterung von vorhin. Sobald werden wir heute wohl nicht nach Hause kommen. Ich frage mich, ob das noch Nachwirkungen haben wird, aber wir sollten wohl nicht per E-Mail sprechen. Wollen wir in der Pause zusammen in der Cafeteria essen? Piep mich an, wenn du frei bist. Jim. Na bitte. Colonel Vanek, hier ist Samuel. Wir haben offenbar noch einen Gegner im Gebäude. Mist! Du! Bleib stehen! Ihr habt 2 Gegner. Nur habe ich die Verbindung mit Alma noch nicht kapiert. Kurz einen Blick, ich mache hier noch mal was. Ich probiere noch mal was. Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären, aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht! Vaneks Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Doch, doch, die gehen noch weiter. Bin ich mir 100% sicher. Medikit, sehr gut. Brauchen wir. Ah, das haben wir jetzt schon. Sehr gut. Achtung an alle Angestellten. Diese Anlage wird soeben von einem Sondereinsatzteam unter dem direkten Kommando von Colonel Richard Vanek angegriffen, der auf Befehl des Vorstands der ATC handelt. Ihr Ziel ist die Vernichtung von Beweisen und umfasst die gesamte Anlage sowie alles und jeden darin. Bis jetzt ist nur der Haupteingang betroffen. Verlassen Sie also das Gebäude auf den Notfallfluchtwegen. Ich empfehle, die Korridore zum Haupteingang zu verbarrikadieren, um Zeit zu gewinnen. Versuchen Sie nicht, sich zu ergeben. Sie werden höchstwahrscheinlich erschossen. Die Frau Aristide, Präsidentin, bla bla bla. Genau. Also, die Präsidentin des Blablas will uns noch eine Story erzählen. Ich bin ja mal... Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Dies ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Frau Stokes, Sie sind ja sehr schlau. Wie viel von dem Zeug verbrennen wir? Alles. Jede Akte, jede CD, jede Festplatte. Wir gehen kein Risiko ein. Beeindruckend. Deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. Ja, die Schlangenfaust. Ich unterlasse jetzt Gags mit Fisten, ja? Okay. Was ist hier hinten? Wir dringen in das tiefste Herz dieses Krankenhauses ein. Oh. Ich wollte eigentlich versuchen, das Spiel für den PC zu bekommen. Auf Steam
fand ich es und auf GOG fand ich es. Beides aber nur in komplett Englisch. Das habe ich auf die Xbox-Version zurückgegriffen. Gut, es wird zukünftig was kommen, wo ich ein bisschen auf meine Englischkenntnisse zurücksetzen werde. BZW diese mal wieder ein bisschen auffrischen muss. So. Ja, warte mal, da kommt jetzt irgendwo eine Stelle. Ich kann mich düster an eine Stelle erinnern, wo ich sogar die Zeitlupe irrsinnig praktisch fand. Au! Es ist so ein geiles Gimmick. Ich sag mal Gimmick dazu, Feature. Keine Ahnung. Wow. Also wie ihr seht, der Gewaltgrad ist herrlich absurd. Herrlich. Da. Hierher. Hierher. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich hin müsste. Okay. Haben wir noch Panzerung? Ja. Bis zum nächsten Speicherpunkt machen wir noch. Also circa, ja. Bitte öffnen Sie die Tür. Wir evakuieren das Gebiet. Schauen Sie, hier ist es. Achtung, Kontakt! Ja, und ich scheiß hier beim ersten Mal um und um. Oder herum. Genau, ich muss hier runter. Granaten voll. Genau, da muss ich dann den Lift benutzen. Hier, diese Dame kann ich ja eh nicht retten. Ich möchte dir eigentlich helfen, du Qualle, aber wenn du keine Hilfe willst, kein Problem. Dann wünsche ich dir frohes Verrecken. Ach du meine Güte. Au! Boah, das war knapp. Ah! Shit! Bitte seht's mir nach, wenn ich, ja. Weil ich muss das Ganze noch mal ein bisschen runterstellen. Okay, schon etwas besser. Ich würde
würden Medikit benötigen. Hast du Schlampe eines? Nö. Egal, das mit der Schlampe ziehe ich zurück. Sie ist meine Nachttischlampe. So. Ja, wie gesagt. Schade, dass man dir nicht helfen kann. Vielleicht will es das Spiel aber auch nicht. Okay, dann drück irgendwas. Du zielgerichteter Proporz. Zielperson ist im Aufzug. Sofort abschalten. Ja, wir werden jetzt eine Zeitlupe benötigen, glaube ich. Ah, ich weiß schon wieder, was da kommt. Bringt das Team hoch auf 2. Du kannst es auf 3 auch bringen. Verdammt schnell. Ja, wie gesagt, die sind dümmer als die Polizei erlaubt. Das wird nur mehr gesteigert durch meine eigene Blödheit. So. Suche einen funktionierenden Aufzug zum 3. Stock. Einfach. Ja, wirklich. Fällt runter wie ein Stein. Samuel, hier ist Tucker. Mist! Lasst sie tanzen, die Mimosen. Ah, herrlich, Gesundheit. Mei, sind sie nicht süß, wie sie hier liegen? So, her damit. Himmelarsch und Zwirn. Jetzt die ersten Sonnenstrahlen, angenehme 14 Grad, du weißt nicht, wie du dich anziehen sollst und dann... Ja, das große Rumgerotze. Hier rein. Verschlossen. Hier ist versperrt. Ja. Kommt man hier rein? Wie gesagt, irgendwie mag ich das Spiel. Bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Sicherheitsausweis drücken. Hier ist versperrt. Ich war nämlich beim ersten Mal spielen der Meinung, Panzerung abgenommen. Kann man hier rein? Nö. Aber warte mal, wir haben ja diese Sicherheitskarte, das muss ja funktionieren, oder? Nö, funktioniert nicht. Wow. Nö. Lad nach. Schmuddelheinzi.
Das Spiel ist irgendwie gut. Auch wenn es jetzt schon einige Jahre am Buckel hat. Und irgendwie habe ich so das Empfinden oder das Verlangen irgendwie jetzt mal eine geraume Zeit diesen Stil an Spielen beizubehalten. Gesundheit. Braucht man. Hä? Wer hat mich hier gekitzelt? Voll geil. Endlich mal wieder ein Spiel, das ich anfange und es gefällt mir, weißt? So. Jetzt ist das wieder. Weißt? Und jetzt in den Sequenzen hier ist das Ganze wieder zu langsam. Ich halte das nicht aus. Jetzt besser. Danke. Was ich aber noch. Ich bin nahe beim Eingang, aber irgendwas geht da vor sich. Ich überprüfe das mal. Bitte nochmal. Verstanden? Mist. Was ich aber noch nicht ganz kapiert habe, ist, dass Alma. Gehört das Mädchen jetzt zu unserer Seite oder ist das ein eigenständiger Antagonist? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Kenny. Jetzt habe ich nicht Diodenimplantate gelesen, jetzt habe ich Tittenimplantate gelesen. Ah ja. Diodenimplantate senden noch immer Ströme mit hoher Frequenz. Patient erleidet sofort einen Anfall. Es scheint nicht möglich zu sein, die Wellen fein genug zu modellieren, um eine Empfänglichkeit zu erreichen, ohne die Zellen zu schädigen. Ich denke, wir sollten die Viskosität des Mediums erhöhen. Aha. Wir könnten eventuell zusätzliche Hormone und Ergänzungsstoffe helfen. Aha. Okay. Ja. Wenn ihr meint, dass ihr das tun wollt, bitte. Kein Problem. Aber lasst mich damit in Ruhe. So, beim nächsten Speicherpunkt werde ich das Ganze hier beenden. Aber was will sie uns? Was will sie uns sagen oder zeigen? Ich verstehe es nur noch nicht. Oder bis ich schaue nur schnell, ob hier irgendwas zu finden ist. Nö. Baggett, ich bin hier mit Genevieve Aristide. Wir gehen zum TAK. Wir treffen uns dort. Aristide sagt, wir seien alle angeschlagen gewesen, als wir ankamen. Aber du hattest wohl am meisten abbekommen. Sie war überrascht, dich auf den Beinen zu sehen. Ich bin ja auch ein harter Hund.
Okay, hier ist gespeichert. Ach du Scheiße. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Aufnahme zu beenden. Wir sehen uns das nächste Mal hier und werden dann weiter erkunden, was es mit Alma und den Geschehnissen, ja, ich weiß, aus dritter Hand oder 50. Hand, dass es hier um Alma geht. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du hattest jetzt ein bisschen einen kleinen Spaß gehabt. Baba dabei. Right to the